Episch und spannend geht die Geschichte weiter um Heldalf, hier bei Tales of Zestiria. Nicht nur um Heldalf, sondern auch um den früheren Hirten, um Mautelo und, wie es aussieht, auch um Mikleo und wer weiß, vielleicht sogar noch ein bisschen um Surrey. Okay. Ah, hier.なんということじゃ。汚れがひどくて気分が悪くなってきた。このありえないほどの強大な汚れはやはり。では魔を照らすが。この最悪が影響して早産となったのであろうか。母も子も報われんの。これも絵にしか。人間の子ですよ。この世に生まれ落ちた瞬間にあるのは器の差だけのことよ。ですがこれほどの未熟児、もって数ヶ月では。かもしれんの。仙台様。おお、ニューズか。何が起きた。詳しい話をしている時間はありません。汚れが伊豆地に流れる前に封じなければ。その子はセレンの身ごもっていたなんて。魔を照らすをこの地に縛るため、伊豆地への道を封ずる人柱になる気じゃな。だがの大地を器とする魔を照らすじゃ。ここにとどめることはできても、それは気休めに過ぎん。それでもこれは人間の、私たちが招いたことですから。同志は同志、ついに耐えてしまうのか。かもしれんが、絵西が希望をつないだの。その子たちを同志と陪審となるよう育てるとおっしゃるのですか。人と天族の赤子は共に成長すれば、あるいはの全てはこの子ら次第のこと。希望確かに預かった。じいじ、ありがとうございます、仙台様。さようならミクリオ。私の坊や。じいじ。スレイはあの村の生き残りだったんだ。んで三久保は報じられて天族になったんだな。生贄だったわけだ。泣いてもいいけど。泣くわけないだろう。驚いたけど悲しいわけじゃない。魔を照らすの居所も分かった。あとはどんな答えを出すかだ。ああ。で答えは出たわけ。どうしたいかは決まった。それが答えって言えるのかはわからないけど。ではメイビンさんにも聞いていただきましょう。見当たらないよ。ついさっきまで石碑の機能を発動させてたんだ。その辺りにいるだろう。そうだな、探そう。Ja, eigentlich logisch. WTF, was ist gerade passiert? Das war jetzt, also ich bin vor allem deswegen verwirrt, weil die Stimme von Mikleos Mutter, also vielleicht täusche ich mich ja, aber die klang genauso wie Layla. Gut, vielleicht gleich
Synchronsprechen, okay, aber das andere wird vielleicht auch Sinn ergeben. Faszinierend, wa? Bei den Speicherpunkten hat das nie gut. Okay, der Monolith, der hat die Geschichte wiederholt. それにしてもこの石碑どういう仕組みで大地の記憶を再生してるんだろここが地脈が吹き出す場所だからじゃね。う。地脈？ややこしい説明は地の天族様にお任せ。地脈は大地に流れる自然そのものの力よ。そう、ローグリンは大昔から地脈が強く交わってる場所なんだよな。知ってるなら言わせないで。言わせたくなっちゃうのよ。可愛い子には。なるほどな。その地脈に大地の記憶が反応してるってことか。もっとわかりやすくプリーズ。例えるとここから水が噴き出してる。大地の記憶は水車みたいなもの。水車が回ると小麦を引くみたいに記憶が再生される仕掛けって感じかな。オッケー、納得。けどなんで大地の記憶が水車みたいになってるわけ？それは地脈は大地に属する力って言ったでしょ。そうか。大地の記憶を作ったマオテラスが大地そのものを器にしてるなら、マオテラスの意志がそうさせてるのかもしれないな。Ja, ist interessant. Ich überlege nur gerade wieder wegen, naja, Heldalf, Mautelus und Ethnas Bruder. Wer ist denn jetzt wirklich der Endboss? Vielleicht ist Mautelo und Ethnas Bruder der gleiche oder irgendwie? Ja, ich habe keine Ahnung. Aber es bleibt spannend. Also, wenn das die Szene war, die Domi meinte, von wegen, dass es so episch war und ja, dann verstehe ich es sehr, sehr gut. Also, die Szene war schon krass. Aber eben, jetzt wissen wir zwar, wie das Ganze wegen Mikli und wegen Zoe war, aber noch nicht, was eigentlich mit Layla auf sich hat. Weil sie hat ja eine Verbindung zum, gut, wir wissen nicht, ob es der letzte Hirte war oder der vorletzte, wie auch immer. Und vor allem der Hirte war ja eigentlich logisch gesehen Mensch ursprünglich, war. Seine Schwester müsste logischerweise auch ein Mensch gewesen sein. Also ein Kind, was eine Schwester hat, wird dann ein Seraphim. Also wird Miklo draus. Okay. Das ergibt Sinn. Zwar nicht wirklich, aber ja. Die Wahrheit. 悲しい事件だったな。ヘルダルフや同志ミケルだけじゃない。いろんなことが絡み合っててさ。先代同士があんなことしちゃったの。あの村の惨状を見たらわかるっちゃわかるけど、どん底まで絶望しちゃったからってだけじゃ、あの人の友達でもないと納得しないんじゃないかな。ああ、彼の行いが原因で多くの者たちの運命が定められてしまった。そうね。彼がかけた永遠の孤独という呪いは、ヒゲ猫に最下の剣士としての道を開いてしまった。ヒゲ猫はもともと世を憎んでたり、氷魔の世界にしようとしたわけじゃないのに。ハイランド、ローランス両方ともあれを見る限り下道って見えちゃうけど、きっと根底にあるのは自国の安定なんだろうし。先代同士がマオテラスを連れ去ったことを秘密にしてたのも悪い結果につないでる。結果として何も知らない奴らにいいように暴れられて、マオテラスは氷魔になっちまった。そうだな。話してればもっと理解や協力を得られたかもしれない。先代同士は自分の身内と言えるものしか信用してなかったとも取れる。共になくとも先代同士を信じていた者にとってこれほど傷つくこともないだろう。そうですわね。あのお方が純粋にみんなの幸せを願っていたとしても伝わらなければ。先代同士がどうであっても、ヘルダルフがひどいことしたってのも変わんないよ。自分の野心のために他人を踏みつけるなんて。まとまらないな、さすがに。メイビンはただ感じてこいって言ってた。感じたことをそのまま伝えるよ。Ja, ist aber wirklich so. Ich meine, trotz allem kannst du halt einfach sagen, jede Tat, die du vollbringst oder eben noch nicht vollbringst, hat halt Konsequenzen. Die können gut sein, die können schlecht sein, die können verflochten sein in so viele Teilstücke. Das glaube ich keine Sau. Also es ist wirklich, wirklich schwierig, da irgendwie bestimmen zu können von wegen, ja, ich mache heute zum Beispiel das und dann hat das diese und diese Konsequenz. Beispielsweise mal ein ganz, ja, blöd vielleicht nicht unbedingt, aber mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt, heute früh gehe ich jetzt zur Arbeit und nehme dafür den Zug. So. Jetzt gibt es die zweite Variante, ich könnte ja das Auto nehmen.
allein diese kleine Tatsache oder dieser Weg, den wir gewählt haben, könnte Auswirkungen haben. Der Zug könnte entgleisen, wenn wir drin sitzen, wir tot. Und noch ein paar andere natürlich auch. Oder wir können überleben und andere retten und so weiter und so fort, was sonst nicht passiert wäre. Andererseits, wenn wir mit dem Auto unterwegs wären, hätten wir vielleicht das Zugunglück überlebt, aber andererseits wären wir vielleicht irgendwie auf der Autobahn verunglückt oder hätten jemand anderes irgendwie überfahren. Ich weiß, es klingt ein bisschen sehr rabiat gerade, aber es ist halt trotzdem so. Du hast eigentlich jeden Tag, den du erlebst, also tausende Entscheidungen zu treffen, die, auch wenn es nicht unbedingt so gewichtig erscheint, jede einzelne Entscheidung hat vielleicht übertrieben, vielleicht auch nicht, aber hat so viele Konsequenzen, kann so viel nach sich ziehen, da hast du gar keine Chance. Wenn du das alles durchdenken würdest von morgen früh, also sprich, ja, jetzt stehe ich auf, gut, das ist auch schon eine Entscheidung, war auch schon Konsequenzen, aber nee, wenn du schon überlegst, okay, jetzt mache ich das könnte diese Konsequenz haben, diese, und dann mache ich das und so weiter, alles durchdenkst. Nee, bis du nur schon die erste Tat durchdacht hast, ist schon der halbe Tag vorbei. Erstens das, zweitens, wie gesagt, alles kannst du sowieso nicht denken. Es ist schwierig, das ist es sowieso. Und trotzdem verlangt man ja von uns, dass man halt gewisse Konsequenzen trotzdem schon berücksichtigt. Klar, eine ist nicht offensichtlich, andere weniger. Das ist halt trotz allem schwierig. So. Das ist ein Speicherpoint, sind wir uns einig. Ich habe das Gefühl, dass... so, bitte dazu. Hä? Okay, automatisch. Was passiert jetzt? Kommen wir zum Kampf oder was? Ich habe irgendwie ganz ein gutes Gefühl. Modotta na? なんでこんなとこに？なに？石碑が傷つくのは避けたいんでな。どうだった？誰が悪いってくくれないけど、誰も正しくなかった。そう感じたよ。そうか。それが分かりゃいい。あとは答えだ。聞かせてください。スレイさんの答えを。俺、ヘルダルフを救いたい。俺が同志だから災禍の剣士を鎮めるんじゃなくて、先代の同志ミケルの後始末でもなくて、やっぱさ、汚れて氷魔になった天族を救うのに、汚れのせいで不幸になった人は自分の責任ってほっとくの、なんか違うと思うんだ。それがスレイさんの答えになってるのかな。ヘルダルフのような人間はいくらでもいる。あの事件では全て悪い方向に繋がっていっただけだ。ヘルダルフに同情すんなとまでは言わないけどさ、平和な村をあんな事件に巻き込んどいて何の報いも受けないなんて、そんなの絶対おかしいし、今ひどいことしていいってわけないと思うけど。ああ、それは許せないよ。確かに絶対止める。その上で奴を救うってか？人と天族両方とも幸せにするには、ヘルダルフみたいに氷魔にさせられた人も救えないとな。そうか、君は本当にバカね。うん、そういえばスレイはこんなやつだった。はい、スレイさんはこんな方です。そういうことらしいぜ、ホーク。あいつにとっての救い、そりゃ孤独を終わらせることだ。この意味が分かってるのか？命を絶つってことかもしれないな。スレイできますの？スレイさん。だな。重要なのは答えよりもむしろそっちだ。はい。重要なのはもう迷わないか。いえ、自分の導いた答えを信じ抜き、それに至れるかですわ。そのために何が起きようが、どんなことになろうともな。何？決意を戦いで証明してみせろって感じ？平たく言えばそんなところだ。時に取り残されたものを倒すには力のつながりを断つしかない。その方法を示してみろ。まさかメイビン、力のつながりを断つ方法だって。永遠の孤独は呪いか。なるほどな。おじさん、さあ見せてみろ。
Ich kapiere gerade gar nichts mehr, aber ist auch egal. Wir haben ein bisschen was zu tun, Freunde. Und zwar Mewin schlagen. Das kann ja heiter werden. Sein Projektilangriff in den Schach. Vor allem Fokus, interessant. Keine Schwäche, kein Widerstand, keine Stärke. Jo, legen wir los, Leute, wa? けど力のつながりを断つ方法なんてそれにその方法を使ったとしておじさんはどうなっちゃうんだよ。お前らが迷うこと分かったな。蹴りつけろ。ネイビンさんの思いを無駄にしないで。 Jo, bis jetzt nicht gerade sehr beeindruckend, was er zeigt. Die Dinger kannst du vergessen, Alter. Jo. Rundenkreis for the win. Der bringt's. Ups. Wow. Die Musik ist geil. Ja, vielleicht hat Tomi auch die Szene gemeint. Ich muss nachher mal fragen. Die Musik ist schon mal episch. Ich kann das so viel aushalten. Wow, beide gleichzeitig. Das ist doch gar nicht geplant, Leute. Ja, setzt gerade ein Silbertablett gegen uns ein? WTF. Okay, Dinger sind übel. Jo, nur so lieber, dann kann ich ein bisschen mehr spammen hier aus der Entfernung. Alter, Dreifachpfeil hat's drauf. Natürlich! Das ist nicht wirklich ein Problem für uns. Aber er hat schon ein bisschen was drauf, muss man zugeben. Ups, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Wir leben noch. Dieser mystische Art, ich glaube, es hackt. So, kann ich auch. Oh, nee. Der Mann war stärker. Wo so langsam vorhin mich mal heilen würdest. Also fände das ganz nice. Ihr selbst kann nicht, ich habe keine Dinge mehr. Kein Esser, um mich zu heilen. Oh, ein Blasenfall, ja. Natürlich. Das ist so. Wow, ist klar. Wenn die Kiste angreift, ist verarschen. Jetzt. Wir sollen vielleicht noch ganz kurz abwarten, bis wir wieder zurückkehren. Moment, das war... Hier ist er schon wieder. Moment, Leute, ich habe ein Problem. Ich habe wieder aus Versehen geswitcht, was ich gar nicht wollte. Aber ich switche wieder zurück auf seinen eigenen Charakter. Ich mal ganz kurz. 見たいのはそんな表面上の強さじゃないぞ。本当に不死身なのか。もう分かってるんだろ。俺を倒す方法を。ああ、仲間を意志ある攻撃にして打ち込み、力のつながりを打ち抜けばいいんだろう。デゼルがやったっていう。なぜそれをしない。俺は氷馬じゃない。今その方法を使っても仲間が汚れに飲まれる心配はない。認めたくないか。俺にその方法を示すってことはヘルダルフも
それでしか撃てないのを認めるということだからな。なんか他の方法ってないの？おじさん。ない。ライラの浄化の力といえど、ヘルダルフほどの汚れが払えるものか。経験したろ。スレイ、ロゼ。お前らは命を計りに乗せられると途端に揺らいでしまう。仲間の命ならなおさらな。だがそのせいで迷って出した答えで失敗したら二度と立ち上がれないだろう。それじゃあ美徳が悪徳に変わっちまう。ですが信じた答えに準じれば、もし失敗しても必ず再び立てます。恐れるべきは失敗ではありません。失敗を恐れ答えを信じられないことですわ。ライラ。さあ、スレイさん。茶番にしたいのなら終わらせてやる。示せ。言葉だけじゃないと信じる心を決めさせてもらうぞ、ガトー先行人。ライラ、残念だったな。こいつら分かっちゃいないみたいだ。無駄だったな、すべて。いえ、もう少しですわ。時に自分の無力に怒りを覚えても、時に仲間を失って悲しんでも、道を惑わせようとする悪意にまみえても、ちゃんとスレイさんたちは自分たちのままここまで来たのです。悩みながらも汚れることなく、みんなでここまで。大した女だ。言っとくわ。私は後悔したくないし、させたくもない。スレイ、ローゼちゃん、麻痺しちゃったの？氷馬とやり合ってる限り基本命がけだろ。今さらじゃねん。エドナ、ザビーダ。ロゼ、二人の言う通りだ。スレイ、レディレイクで僕が言ったこと覚えてるか？僕は足手まといになるためについてきたんじゃない。そう言ったよな。改めて言った方がいいかい？いや、同志スレイが信じる答えはきっと最悪の時代に終焉をもたらしますわ。さあ、僕たちにも見せてくれ。スレイ！みんな。いい仲間じゃないか。ああ、行くぞ。来い。 Wenn du wassermatisiert bist, okay? 集中力が高い。メイビン、これが答えだ。おじさん。メイビン。受け止めてやるまで持つと思ったんだが。メイビン。メイビンさん、ごめんなさい。あなたもバカね。違いない。だが後悔はない。どうしたんだ？何言ってるんだ？おじさん。禁忌を犯したからな。制約で得た特別な力はそれを破れば消え失せる。そういうことだ。それじゃ最初からライラを責めるなよ。お前らのためにこれが正しいと信じたんだ。俺も自分で決めた。俺も信じるよ。自分の答え、仲間を。そのためにやらなきゃいけないことを迷わない。後悔しないために。そろそろお別れだ。俺、メイビンに教えてもらったこと
絶対忘れない。ずっと伝えていく。スレイ、お前俺が見取られるなんて考えたこともなかった。ありが行こう。カムランだね。ああ、マオテラスはそこにまだいるはずだ。とにかくまずは井槌へ。カムランへ通じる道があるはずだ。村が崩壊した直後にじいじが駆けつけてたし。そっか、カムランって井槌の近くだったんだ。おそらくね。それだとハイランドとローランス、北の大国にとって戦略的に重要という条件にも合う。ま、そうだろうな。ただしカムランへの道は封じられてるみてえだが。僕の母によってね。泣いても泣かないって言ってるだろ。いよいよ決戦ですわね。終わらせましょう。だな。Ja, Erfahrung 0, Galt 0, dafür ein Toter mehr. Ein weiterer Freund, der für seine Überzeugungen sterben musste. Wenn man so sagen will, ungefähr. Hier den Kleidung Prüfung bestanden, was? Windschreiten? Und irgendwie auch neu alt. Jetzt war er auf 4 hoch. Nicht schlecht. Muss man ganz kurz gucken, Leute. Das war ein bisschen viel auf einmal, muss ich zugeben. Vor allem war es irgendwie nicht so. Hier steht jetzt nichts weiter. So, jetzt sonst auch nichts Neues. Ja gut, ich meine, letzte Schlacht bei nur knapp Level 52 maximal. Bezweifle ich doch stark. Da würde mich ein bisschen wundern. Daher denke ich mal, es wird noch einiges auf uns zukommen. Nur wird im nächsten Part doch schon bereits nach Elysia gehen. Ja, vermutlich schon, aber eben das andere ist halt noch in restlichen Sidequests so wie restlichen mystischen Art. Aber scheinbar geht es gar nicht großartig anders. Ja, müssen so weitermachen. Weil eben dachte es eigentlich eher, ja, jetzt noch die restlichen Quests weiter abschließen. Eben, da steht noch ein paar offen wegen Herrscher des Landes, die zu weiter mystischen Arten führen. Aber irgendwie, oder das hat passt. Nee, so er hat nur eins. Kriegsart ist überhaupt nicht das gleiche. Ich schätze mal, die haben auch jeweils nur eins, war ja Endspieler. Weil kann nur einmal pro Kampf verwendet werden, war. Ist doch noch verwirrend, muss ich zugeben. Der legendäre Hirtenmantel aus Federn ändert die Musik während des Kampfes. Oh. Oder Stein Fem. Okay, ja, ich würde sagen, vor allem im nächsten Part war. Ging aber richtig los, aber trotzdem. Oh, die Kleidung stimmt. Muss ja so machen. Nicht so. Mann. Sag mal. Mode, jetzt geht's. Normale Kleidung, das die Hirtenkleidung Prüfung. Wo ist denn der Unterschied? Aus Federn. Hä? Hat die einen Unterschied? Juria, ich sehe keinen Unterschied. Wir lassen es mal. Wenn man sagen, ja, nächste Folge geht es hier weiter und da geht es zurück nach Elysia und ich bin gespannt, wie es dann weitergehen wird. Hier in diesem gigantischen Abenteuer. Bis dahin, tschüss.